Hallo zusammen, ich bin Anita mit einem neuen Video über die Passerelle. Ich habe versprochen, dass ich über das ein Video mache, und zwar haben mich mega viele Leute gefragt, wie man sich auf die Passerelle vorbereiten kann, also im Sommer, bevor ihr mit dem Passerelle-Lehrgang anfängt, ob das Sinn macht, und ja, ich denke, ich mache ein kurzes Video dazu. Also, erstens, macht euch bitte keinen Stress, wenn ihr jetzt Ferien habt. Genießt die noch. Ja, ich hatte das Problem auch gehabt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich hinterher bin, weil ich die kaufmännische BM gemacht habe und uns ist gesagt wurde, ja, dass wir ein bisschen einen Nachteil haben, weil wir ja keine Naturwissenschaften hatten. Und ich habe mir dann all die Bücher gekauft, die sie empfohlen haben. Und ich hatte dann ein bisschen Panik gehabt, dass ich dann ja, voll nicht mithalten kann und so. Aber es ist absolut nicht der Fall gewesen, wenn man eigentlich von null anfängt. Und wegen dem sage ich euch einfach mal, macht euch keinen Stress. Es wird dann schon Sinn machen, wenn ihr mit der Passerelle anfangt. Aber ich verstehe es auch, wenn ihr jetzt genug Zeit habt und ja, wenn ich sonst das Gefühl habe, dass ihr etwas gemacht habt, gibt es natürlich ein paar Sachen, die ihr machen könnt. Also eben die Schule, also zumindest bei uns ist das so, sie haben eine Liste rausgegeben mit Büchern, die sie empfehlen. Und da würde ich sagen, kann es schon Sinn machen, dass ihr euch diese Bücher holt. Es kommt vielleicht noch darauf an. Also wenn ihr jetzt vielleicht ein paar Jahre nicht mehr in der Schule seid, vielleicht sind ihr am Arbeiten oder was auch immer, und ihr das Gefühl habt, ihr wollt euch das Wissen ein bisschen auffrischen und so, ist es vielleicht nicht schlecht. Also zum Beispiel ein Buch, das habe ich gerade da. Das ist einfach ein bisschen Algebra, und ja, es könnte noch Sinn machen, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, oh, ihr kennt die Potenzregeln nicht mehr, dass ihr irgendwie so Sachen nachschlägt. Wieso nicht? Wieso nicht? Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, oh, ihr habt alles vergessen, dass ihr so Sachen anschaut, ist sicher nicht eine schlechte Idee. Oder keine Ahnung, wenn ihr ein bisschen Angst davor habt wegen dem Englisch, vielleicht sind ihr nicht so gut in der Schule, dass ihr ja, dort vielleicht ein paar Grammatikregeln nochmal anschaut oder so. Und ein paar Videos dazu schauen. Es gibt ja mega viel auch eben gratis Ressourcen im Internet. Ja, ich meine, es schadet sicher nicht. Oder genau, wenn ihr wirklich ein bisschen Panik habt von, ich weiß auch nicht, Bio, und da vielleicht mal ein Video über, ich weiß doch auch nicht, Genetik oder so schauen wollt. Okay, ich meine, das sind einfach so ein bisschen Sachen, die ihr machen könnt. Ihr könnt auch wirklich, ihr könnt auch eben all die Bücher holen und ein bisschen durchblättern. Es wird einfach ein bisschen teuer, also vielleicht findet ihr auch welche Secondhand. Ich weiß gar nicht mal, wo meine sind. Ich glaube, die Liste ändert sich auch ein bisschen, aber genau. Ich sage nur, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es nötig war, weil wir wirklich von null angefangen haben. Aber ihr könnt, wie schon gesagt, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Es ist einfach nur, so wie ich es erlebt habe, ist es nicht nötig gewesen, jetzt irgendwie die Bücher all durchzuarbeiten oder so. Aber ich verstehe es, wenn ihr dass ihr euch ein bisschen sicherer fühlt, wenn ihr ein paar Sachen anschauen könnt. Ja, es tut mir leid, wenn das Video nicht so hilfreich ist. Ich finde einfach, das Wichtigste ist, dass ihr euch nicht stresst, und wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass ihr in gewissen Bereichen Probleme habt, dann ja, eben schadet es nicht, wenn ihr das noch mal ein bisschen anschaut. Eben so ein bisschen, wie ich gesagt habe, vielleicht Potenzregeln in der Mathe, wenn ihr das irgendwie verhängt haben. Oder ja, vielleicht ein paar Jahre kein Englischunterricht mehr gehabt, dass ihr da ein paar Sachen nachschaut. Das ist sicher nicht eine schlechte Idee, aber ihr müsst jetzt nicht da das ganze Bio-Buch da schon vorbereiten und was auch immer. Ich bin mega nervös am ersten Tag bzw. in der ersten Woche, aber das ist eigentlich normal, und ja, ihr gewöhnt euch dann schon schnell daran, wie das Ganze funktioniert. Ja, das ist so ein bisschen meine Meinung. Eben, ich meine, all die Videos, die ich mache, das ist so ein bisschen meine Meinung. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt oder von anderen Leuten gehört habt, was sie vor der Passerelle gemacht haben, was ihnen mega geholfen hat, könnt ihr das auch in den Kommentaren schreiben. Oder wenn ihr euch
persönliche Tipps haben, ja, da wäre ich eigentlich auch froh drüber, weil ja, jeder hat so ein bisschen, jeder macht andere Erfahrungen damit und genau, was ich gemacht habe, ist jetzt auch nicht unbedingt richtig und ja, sorry, falls das nicht das ist, was ihr hören wollt. Aber ja, ich hoffe, dass es wenigstens noch ein paar andere Meinungen vielleicht gibt oder dass ja, wir das sonst in den Kommentaren oder so besprechen können. Genau, dann sieht man sich im nächsten Video. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit der Passerelle. Macht euch keinen Stress, es kommt schon alles gut. Wir müssen einfach dranbleiben. Also, tschüss!